Good morning. Nog de vrede Gottes met jullie allen zijn. Wir alle haben ons Leben auf dieser Erde und wir waren uns Dinge so sehr an, so wir tun, so gleich verrot. Und wenn die Changes fehlen zu merken, dann haben wir für uns so lange zu grabbeln, als wir das wollen, oder als das nötig ist, oder woran würdig. Because es geht jedoch schein, so wir die Dinge tun und so wir die Dinge haben. Als ich even nu denken, dat de Wort von der und mitzuteilen, dann komme ich auf 1. Korintherbrief. Und mir hat von der und den 1. Kapitel uns ein bisschen genannt zu lassen, in seinem Wort Paulus wichtig wie für die Korinther zu schreiben. Und was wir lernen können für uns von der und. Paulus schreibt diesen Brief von 53 bei der 55 und dort wo Paulus das Brief schreiben hat. Und da wären mehrere Dinge, was am wichtig wäre, was er in diesem Brief abheben wird, die Menschen zu lernen. Er wird zu der Zeit in Ephesus, er die Kirche mithalten und dann dann schreibt er diesen Brief hier nur diese Lied in der Korinther. Und jetzt steht, was er hat angefangen, all gewisse Jahre in Eier. Und nu hat er some Dinge von dieser Kirche, was du vergehen wird und wo das Krieg ist. Und nu schreibt er diesen Brief nur der Lied in der korinthische Gegend. Korinth wie eine Recke steht, da wir viel Movement, die Lied, was du wohnen, die haben das auch gut und die Leben sei ja nur eher ähnlich, oder nur eher scheingone, eher Dinge, das erntet interessieren. Paulus, kriegt durch andere Lied zu hören, dass du in dieser Kirche mehrere Dinge nicht nur Gott sehen wollen werden. Menschen fangen an, gruppig zu werden und sich einzuteilen oder aufzutragen von anderen, auf jede Gruppen. Da wir Anrennlichkeit in der Kirche, Sexual Immorality, oder da wir sind aus Lawsuits gegen die Schwester, oder sind aus das jährliche Gifts zu brücken. Das hielt Paulus von der Kirche in Korinth und nu wir haben dort wichtig, dass wir mal anfangen, Antworten zu geben in dieser Land. Und dann eben andere sieht hier noch von, some haben einen Brief geschrieben über verschiedene Dinge, wo das mit euch soll sein, oder allein bleiben, oder eten und Idols opfern, oder Jesus in Auferstehung, oder wann wir würden abstehen. All diese Dinge hat er im Brief gekriegt von der Korinth und nu als er in Ephesus und hört das, was gesagt wird von der Gemeinde und er kriegt nach diesem Brief in verschiedene Frauen und dann wird er sich einig, diesen Brief zu schreiben, nur der korinthische Kirche. Er sagt auch noch, dass das Brief nicht bloß für du hast, den kann auch wiedergegeben werden zum Lesen. Aber das wird die Situation, du hast die Kirche in Korinth angefangen und haben wir das legt das sei am Hort, die Dinge, was Lied von Chloe am der Mitteilen, wo du in diese Kirche verging, was du passieren deit. Und haben wir das wichtig, die Lied, du mal ein bisschen was zu lernen, über die Dinge, was sie am gefragt haben am Brief, auch über was der Lied von Chloe am mitgeteilt haben. So, er fängt es das an in erste Vers, aber er wird wieder nachgehen, wenn wir uns noch aufnehmen zum Beten. Vor den Himmel, wir kommen für dich, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Leib, deine Gnade. Vor uns deine Gnade wird wir nicht sein, dann wird wir verloren sein. Und vorher wir beten, dass das Brief, was Paulus dann zu den Korinther schrieb, der zu uns wird reden und Offenbarungen geben und von uns tägliches Leben vorher. Sie mit uns hier in dieser Zeit hier nu, wenn wir uns den Anloten tun in Jesus' Namen. Amen.
Ich hatte das Topic das dit gewählt, praktische Anweisungen für ein Christenleben. Das ist basically was es ist, durch den ganzen Brief. Da kommen da verschiedene Dinge mit nennen, aber der ganze Brief ist da eine praktische Anweisungen für ein christliches Leben. So, die ersten 3 Verse sind in Gruß, und mir wird es interessant, ein bisschen nachzudenken. Dit is een kerk wat hij wat rekenen deed, waar hij wetachten deed, en waar hij de kerk begrijzen deed met al weten dat de dingen zijn wat niet reich zijn. De dingen veel te ändern en dat de schwierige dingen zijn. En waar hij deze gemeente dan aanvangt te begrijzen, zegt is dit. God zien willen. Paulus zegt God zien willen. So aan weer dat klar, deze lied aan weten te laten dat als God zien willen, dat ik een apostel zijn, dat ik einer zijn die aangesteld is, junt te leren en met te delen, en dat is dat Jezus Christus am aangesteld heeft. So dan gaan onze gedanken terug naar Apostelgeschichte 9, wo Jezus am op dem Weg naar Damaskus begegnen deed. So dat wo Jezus zegt, du bist niet op de rechte weg. Draai aan. En wo Paulus dan voortschrijdt weer aan te draaien. En hij valt Jezus nu en hij had het ook klaar gekregen dat nu zijn ik van Jezus aangesteld om dat evangelium weer te brengen. Ik weer aardig met dat wat ik geleerd had, met dat wat ik dacht wat recht weer, met dat wat ik wist. Dat is niet zo als God gedaan wordt. So, dit had hij klaar gekregen, zodat God zijn wil en ik zijn van Jezus aangesteld. Deze 2 dingen wil hij ons in de eerste vers klaarmaken. So, God wil dat ik deze brief schrijven doe. Hij zegt dat niet met de weer, maar dat is basically wat hij in de hand wil. En dan in de tweede vers zegt hij, de brief die gaat naar de gemeente in Korinth, dat is Gods gemeente in Korinth. En dat is voor de heilige door. Hij naam de lied in Korinth heilige. En hij naam ook die wat er aangesteld zijn in Korinth, er vielleicht niet bloos door, maar ook al die lied wat aangesteld zijn in de gemeente. Today is dit brief geschreven. En dan de 4e punt en de 2e vers is dat voor al die Jezus Christus aanbeten. Voor die is dit brief geschreven. Zo zegt deze 4 Punkte doen best zo nu denken, dan dacht ik zo, oh, dat is je dan ook krijg voor ons geschreven, because we zijn die Jezus Christus aanbeten, we geloven dat hij is de Rader, we verstaan dat ohne arm zijn we verloren. En de 3e vers, du zegt dat genade en vrede van God wordt met ons zijn. So, wat wil hij meinen met genade? We weten dat, wanneer we naar onszelf kijken dan, en ansmal worden de handstellen und Gott seine Gnade. Wer sind wir dann? Hier sagt er, dass er wünscht, diese Kirche in Korinth, dass Gott seine Gnade, sein Friede wird mit uns sein. Das ist, was Paulus wünscht hat. So Gnade ist, dass uns wird das nicht angerechnet, was wir schuldig sind. Das ist in Kart übersagt. Das würden wir vielleicht auf einen anderen Weg rückbringen, aber wir sind verloren ohne Jesus Christus. Und Jesus Christus ist gnädig, uns zu vergeben, für die, wo wir sind Karte kommen. Und die wir am Anbeten, für die ist das Brief geschrieben. So, wir haben hier eine Karte Begrüßungen von 3 Versen. Und da sind 8 Punkte dabei, wo wir würden kennen, viel Zeit spenden, dass als Gott sein Willen, dass wir gerat sind, dass es Gott sein Willen, dass Paulus uns was zu sagen hat, dass es Gott sein Willen, dass wir als Jesus Christus seine Nachfolger angestellt sind, das Brief zu lesen und das Brief an uns anzuwenden und zu kicken, uns zu beprüfen, sind die Dinge, die wir würden sollen anders tun in uns Leben. Because Paulus hat mehrere Dinge ganz direkt abnahmen, was nicht gut ist. En wat aber gut ist, dat hij ook nach mehrere verschiedene Städten abnahm. So, Gnade ist, dass uns das nicht angerechnet wird, wie schuldig sind. Und dass Gott sein Friede an unsere Herzen wird regieren. Vers 4. Dankbar sein für das, dass wir gewählt sind. Wir sind dankbar für die Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist.
So wie haben diese gekriegt. Ich würde am besten even nur denken, wann uns wird gegeben worden. Und ich würde probably auch mehrmals gesagt haben, dass wenn uns was handgeregt worden hier, das kondient, ich würde das geben. Gewöhnlich, dann nehmen wir dort und dann bedanken wir uns dafür. Das ist es gewöhnlich schaffen. Es kann auch nicht leicht sein, dass wenn wir einen anderen was geben, dass der dann würde sagen, oh nee, ich brauche das nicht. Aber hier dürfen wir nun ein bisschen an so denken, dass wir haben diese genug gekriegt, Geschenke gekriegt. Und nu sind wir diese dankbare Lied, wo dankbar sind für die Genug, because wir haben was gekriegt, was taugt, in Ewigkeit zu kommen. Was uns die Schuld uitstreckt, was wir schuldig sind. In der Zeit in Paraguay, als wir noch da wohnen, dann war mal ein Teil ihre Schuld gestreckt. Kleine Firma, die bei der Bank hatten Geld gelegt und das nicht können betalen, dann war mal ein Teil Schuld gestreckt. Und zu der Zeit, ich war auch ein bisschen schuldig an der Bank. Und dann fuhr ich dahin, ich wusste nicht, als meint, wir gestreckt sind oder nicht. Und dass wir so derchen an damit alles, dass die Leute bei der Bank auch willen wissen, was angehen soll. So, ich konnte nicht betonen. Die sehen, sie wussten nicht. Und was immer. Und dann leute ich dort ein paar Jahre so stehen. Und dann lot ab einmal, dann krieg ich einen Sadel, dass meine Schuld stünde nach einmal, ich konnte mir am nicht gekümmert. So, ich fuhr in Betul ab, because ich bin nicht eine Person, die durchstehen und striden und sein, dass ich darf nicht betonen oder was immer. Was mit das alles fehlen, weiß ich nicht. Aber da wäre ein Lied, der Schuld, der wird bloß gestreckt. Der wäre nicht mehr schuldig. So, wenn wir das Wort Genug ans Nennen lassen, das ist dasselbe Ding. Wir wären schuldig, die Genug betont für uns und wir wären nicht mehr schuldig. Und das Lied, die wären dann sehr dankbar, dass sie die Schuld nicht betonen. Sie haben nicht eine feine Arend gekriegt, was immer alle vergeben wird, das weiß ich nicht, aber anyway, meint wir nicht wie ein Arend, ich schaffe einen Job. So, Jesus Christus seine Genug ist uns geschenkt worden und wir sind dankbar für das, was wir gekriegt haben. So, und dann in Vers 5, da sagt er, durch Jesus Christus sind ihr in alles reicher geworden. Reicher geworden. Und was denken wir, wenn wir denken, dass wir sind reich? Uns ist das hier auch mehrmals gesagt worden, dass so als wir hier in diesem Land leben, wir sind eine sehr höhere Sied von Menschen erleben. Wir sind eine reiche Lied hier in dieser Umgebung. Wir kicken immer noch nur die, die mehr haben als wir, und denken, so, die sind reich. Aber wenn wir sagen, dass somebody, der hat sei geschaffen, der hat gut was Arbeit kriegen, dann nennen wir das reich. Und das darf auch belohnen. Aber hier sagt Paulus, dass durch Christus sind die in alles reicher geworden. In alles. So, was will er meinen? Das sagt, dass von was wir von ihm lernen und alles, was wir von ihm verstehen. So, das geht hier nicht am haben Gott, das geht hier nicht am Indulgita, das geht hier am reicher worden und lernen zu verstehen, was Gott sein Willen von uns ist. Wir sind hier, uns zu nennen zu lassen, dass wir mehr Verständnis kriegen, uns mehr zu lernen. Aber uns ist das ja ein Wort worden, dass wir das verstehen können, was Gott von uns will. Und das, was er für sich in der korinthischen Gemeinde anzubringen, guck mal, die haben diese Genug gekriegt, die sind reicher geworden, die sind imstande, das zu verstehen. Die haben das gekriegt. Dass je besser lernen können zu verstehen, was Gott sein Willen von jemand im Leben ist. Mit all den Dingen, was er Leute abnehmen, was nicht gut sind, er das in der ersten abhaben. Check mal, was je really sollen können, oder was je really sollen sein, oder wo je sollen kicken können. Nicht durchbleiben, wo wir sind, nicht durchbleiben, was wir gewohnt sind. Uns Geld zu kümmern, so ist das die korinthische Kolonie oder der Staat, dass wir eine reiche Staat.
Aber hier sagt Paulus, wenn wir dort Reichtum, was in der Stadt, was allemaal sein kann, wenn wir dort mal an Anstand rennen und checken, wofür wir das anwenden sollen, und dort erst, dass wir dort verstehen, was Gott sein Willen von uns ist. Wir sind losgekauft von dort, wo wir beim Leben deuten. Vers 6. Wenn uns Wort von der Genut gesagt worden ist, der in Christus ist, hat sich dort in uns angewartet. Das ist meine eigene Übersetzung. Ich werde den Vers noch einmal lesen. Was jünd von Christus gesagt worden ist, hat sich in jünd ganz angewartet. So, dort, was ich und du von Jesus Christus weiten, ist dort fast in uns, ist dort angewartet, verstehst du, wie du das fast? Das, was Paulus versucht, die Lieder in Korinth anzubringen. Check mal. Die haben das gehört. Hat sich dort in jünd angewartet. Because das sind Dinge, was ich von jünd hören da, was er in seinem Backmind hat, was er schreiben will, das ist nicht gut, aber nu versucht er nachzuhalten, check mal, an Jesus Christus, wer sind die dann? Ist das beginnt zu hören, ist das angewartet worden? Dann in Vers 7, so fehlt jünd dort an keine Goven. Was will er hier sagen? Anstatt an keine Goven fehlen nicht? Ich glaube, er redet hier von den Segnungen, was wir können handeln, von ihm lernen, das, was er für sich rüberbringt. Der Heilige Jesus gibt ihn dort, und dann sagt er, wo wir handchecken dann erst, dass wir lernen nur den Tag, wenn Jesus Christus kommen wird. Und so nu an der Zeit, dass wir hier sind und du noch lernen dann, dass Jesus Christus kommen wird, fehlt es, das ist nicht, was noch viel bitte dran, dass wir können ein jährliches christliches Leben leben. Because dort ist uns alle geschenkt worden. Dort haben wir. Nu ist es wichtig, dass wir wollen mit umgehen, dass wir uns wollen lernen, dass wir wollen dort anwenden an uns Leben. So, Paulus versucht diese Lied reinzumerken, dass er so nachdenken, guck mal, was die gekriegt haben, was ihnen vergeben worden ist, wo ihr beim Leben, wo ihr sollen rauskommen, wo ihr nicht mehr sollen mit zu tun haben. Und dann in Vers 8 sagt er, hij wordt ihnen auch bald an einen Stand aufholen, dass je in den Herrn Jesus Christus sind, da nicht zu beschuldigen sind. Okay. Das sind Dinge, die fehlen abzunehmen, because das nicht steht, was ich gehört habe, dann sind das Dinge, die ihn beschuldigen wollen. Das sind Dinge, die passieren in jene Kirche oder in jene Gemeinde, die sind dort, wo die ein Recht haben, ihn zu beschuldigen. Aber er sagt, wenn wir wollen uns an der Gnade im Glauben holen, du uns wollen ein Lehren, du ein Recker wollen, und du ein Verstehen lernen, was Gott sein will, ist, dann wird Gott uns, Jesus Christus uns holen, standhaft holen. Dabei holen, dass wir nicht wollen derben, fehlen oder zu beschuldigen sein. Wir wollen bestehen bleiben in alle Versicherungen, alle Wege, was an uns nachkommen wird. Du wirst nicht was sein, wo wir schuldig sind, wo nicht Gott seine Gnade applied oder angewandt ist an uns. Weil wir sind aufrichtig in unserem Glauben. Wir sind treu zu unserem Glauben, was wir gelehrt haben. Wir bleiben durch ein Stund. Und wir leben durch noch, als wir lesen in Gott sein Wort. Vers 9. Gott ist treu, der ihn dort gewählt hat, mit seinen Sehen Jesus Christus, unseren Herrn, Gemeinschaft zu haben. So, drei, nur dort, was ich als sehe. So, Gott ist treu. Er wird dabei bleiben, was er versprochen hat. Paulus versucht diese Lied in Korinth mal abzuwarten. Guck mal, dieser Gott, der treu und aufrichtig ist, der hat ihnen das gegeben, dass sie können recken wollen und lernen und verstehen. Nu sagt er, dass wir sind dort gewählt, in dieser Gemeinschaft zu leben. In dieser Gemeinschaft stärker zu werden, abzuwachsen, dass wir stehen können. Wir würden gerne gehen nach 2. Petrus 1. Du sagst, wenn wir da bestimmt leben, diese geistliche Gaben alle zu kriegen, dann werden da mehrere Dinge sein, was wir sollen festhalten, was wir sollen uns anüben, praktizieren, anwenden in uns Leben.
So hier sagt es, Gott hat uns dazu gewählt, dass wir an Jesus Christus an diese Gemeinschaft leben sollen. Oder dass wir diese Gemeinschaft können haben. Ich mag das immer wahr, wenn dort steht, dass wir sind von Gott gewählt. Wir finden dort in 1. Petrusbrief, wir finden dort in Kolosserbrief, so finden wir mehrere Stellen in den Brief, wo uns immer wahr wird gesagt, dass wir sind von Gott gewählt. So nicht bloß gesagt worden, aber wir sind gewählt. Gott hat das angestellt, dass ich und du einer von denen kann sein, die zu seiner Gemeinde gehören. So, nu das getopft von 1:9, Paulus versucht die Lied in der korinthischen Kirche reinzumerken, die Dinge zu adressen, was erreicht sind. So, er sagt, dass Gott hat sich uns gewählt. Er sagt, dass wir haben dort gekriegt, was uns fehlt, das zum Lehren, auch zum Verstehen, was wir gelehrt haben, dort an uns anzuwenden, und dass die Gaben, was er uns gegeben hat, die dort durch sind, dass wir uns am sich aushalten können und können sehen sein. Und dann fängt er an, mit Dingen abzunehmen, was du erreicht ist in der Kirche. Was nicht soll es dort sein. Und in Vers 10 sagt der Bruder, ich raub jünd ab. So, erste sagte er, nannte er Bruder. Das sind Dinge, die nicht gut sind. Er weiß, dass diese Leute Hand angefangen zu glauben, was Jesus Christus, wer Jesus Christus ist, was die Gnade ist. Diese Leute haben das geglaubt, da hat abgeführt, als heute wir. Und er sagte, Bruder, ich raub jünd ab, im Namen von unserem Herrn Jesus Christus, seid jünd euren einander einig. Die Einigkeit soll das sein. Und lasst dort nicht zu Spannungen manchen kommen. Halt taub, dass je einen sein und eine Meinung haben. Das ist Paulus wichtig, dass dieses Lied durch eine Korinth, so was wir sagt, dass sie sich nicht einig werden. Da wollen wir wieder die nächste Version von lesen. Aber so ich auch sehe, der nannt ihren Bruder, er raubt ihn ab, in Jesus sein Namen. Er braucht Jesus sein Namen. Das ist nicht Paulus, der ihn abrauben wird, aber das ist in Jesus sein Namen raubt er ihn ab, um ihren anderen sich einig zu sein und nicht das Tolauten, dass wir uns einsparen dann wegen Kleinigkeiten. Wir sagen manchmal, dass da passieren Spannungen wegen ganz kleinen Dingen. Und wir wundern manchmal, keiner kann nur geben, oder keiner kann sagen, okay, was das nicht so verliebt. Oder keiner kann sagen, den Weg, was kriegst du gut schaffen, ist meiner, oder warum dauert das nicht so starten, dann können wir mit wieder schaffen. Jeder will seinen eigenen Weg haben. Paulus versucht, mit Mutter zu sprechen. Und er raubt ab als Bruder. Guck mal, das darf nicht so dort sein. Das soll nicht so dort sein. Und dann in Vers 11 sagt er, mir ist gesagt worden, was du vergehen wird, dass du sanken tun, wenn einer läuft, das ist recht als dort. Vers 12 sagt er, was ich von ihnen was ich meine ist das, dass manchmal einer sagt, ich hole zu Paulus, ein anderer sagt, ich hole zu Apollos, ein anderer zu Petrus, und der nächste hält das mit Christus. So, das sind so eine Dinge, so dürfte das nicht sein. Paulus ist einer, was Gott sein Wort lehrt, Apollos ist einer, was Gott sein Wort lehrt, und Petrus ist einer, was Gott sein Wort lehrt. Und die wollen verschiedene Wege die Dinge rüberbringen. Einer von den Worten klarer kann rüberbringen zu verstehen, oder für some Menschen, die klarer sind, zu verstehen, und der nächste, der glaubt, dass er kann Apollos besser verstehen, oder dann sagt Paulus zu ihm, das darf das nicht sein. Wir sind Brüder in Christus. Wir sind alle Brüder in Christus. Und das darf nicht so dort sein, dass wir glauben, dass einer der ist besser als der andere, wenn der das am anderen Weg verstehen will. So, was wir hier sagen, dass sind nicht alle bloß denken, so Paulus versteht besser zu predigen, oder Apollos versteht besser zu predigen. Das sind nicht alle so. Das sind mehrere verschiedene. Das sind, ich glaube, das, und der nächste glaubt da, und der andere glaubt da. Und so,
Das sind alles deine um Gott sein Wort, was er versehen zu sein, wo sie leben sollen. Und nun hat einer dort von dessen besser verstanden, der andere hat dort von Jan besser verstanden, und der nächste noch von den anderen. Von den drei Stück verschieden. So, der hat das diese verschiedenen Gaben, die diese deine haben, die kommen auch so verschieden an die Menschen nach. Nun fangen sie sich an Gruppen zu formen, because ich kann besser verstehen, was Petrus sagt, oder ich kann besser verstehen, was Apollos sagt, oder ich kann besser verstehen, was Paulus sagt. So, nun gibt es diese Gruppen, because sie glauben, dieser ist reicher als der andere, oder dieser ist besser als der andere. Und Paulus sagt hier, no, das ist nicht, so ist das schaffen nicht. Das sind alle dort, um uns lehren, um uns abbauen. Und wenn ich das von Petrus besser verstehe, dann werden erst noch nicht, das ist nicht reicher, der das von Paulus besser verstanden hat, oder von Apollos. Und er versucht, das diese Top zu bringen, so ihr dürfen nicht einig sein, because all diese drei Dinge, die schaffen für Jesus Christus. Und an Jesus Christus sind wir alle eigentlich genug. Die Raden, die kämpft durch Jesus Christus. Die kämpft nicht durch Paulus, die kämpft nicht durch Petrus oder Apollos. Du kämpft nicht, der ist an Jesus Christus. Und so, Vers 13 sagt es, wo ist das? Ist Christus abgedeilt? Wo? Ist Paulus gekreuzigt worden? Oder war die an Paulus in Namen gedeiht? Aber einmal kommt das mit dieser Frau. So, was geht hier fair? Wo verstehen wir das? Wir haben alle verschiedene Gaben. Und im Herrn ein Vers sagte, dass uns fehlt an keine Gaben. Die Gaben sind alle gegeben worden. Meine Gedanken gehen nach drei nur Moses, als er gerufen wurde, um das Volk Israel aus Ägypten rauszuladen. Dann sagte er, ich verstehe nicht so viel zu reden. So, da ist ein Schei. Gott wird nicht das Wichtigste, wovon Moses reden kann. Aber Moses wird eine beständige Person. Er versteht Dinge durch die Kirchen anzuladen, auf eine rechte Weise. Sondern sagt Gott, hey, nimm die Aaron. Und der wird reden für dich. Sei die Aaron, was er reden soll, der wird reden. Aaron versteht viel besser zu reden als Moses. Aber Aaron weiß, wie er nicht eine sehr beständige, feststehende Person. Als Moses ein Stütz geweicht wird, dann hört der Fuß nur, was die Menschen alle sehen, und mögt ein goldenes Kalb, oder was sie da alle deuten. Und als Moses trägt, dann sagt er, das ist nicht so, das soll sein. No, das ist nicht Gott sein Wahl. So, Aaron kann sehr fein reden, aber er hat kein Backbone manchmal. Er kann nicht stehen bleiben, wenn das Volk Dinge will. So, Paulus wie auch einer. Er kann stehen bleiben. Am Bord dat nicht, wenn er allein wird. Die Wahrheit bleibt danach stehen. Da will nicht, dass er besser wie als andere, oder schlechter wie als andere, oder der Petrus besser wie. No. Aber Paulus, der kann stehen. Kriegt so aus Moses, der kann stehen. Was Gott sehen will, wir, du kannst an stehen bleiben. Und so, hier versucht Paulus dieses Lied hier in der korinthischen Gegend mal abzuhalten. Diese Kleinigkeiten, was die davon reden, die sind wirklich nicht nötig. Und ihren anderen von über zu streiten oder was. Jesus ist der, wo die Genut, der Raden, die Genut ben ist. Und was Petrus oder Paulus sagen, dass das alle dein zum die Gemeinde abbauen und dass das nicht zum die Üten einrichten. Und dann sagt er noch mehrere Dinge, dass er freut sich, dass er keinen getauft hat, because dann würde bloß noch ein geraderer Problem sein, wo sie dann anchecken würden. So er sagt, er freut sich, dass er keine getauft hat. So nun sei wir dort hier, dass Paulus, er wie ein Evangelist, und was Gemeindearbeit anbelangt, dort Leute für die Lieder in Korinth. Die Taufen und was immer du alles siehst, dort Leute für die Lieder, aber er wird sehr behauptlich zu sein, wo das sein soll und wo das nicht sein soll. Und so muss Gott genug geben, Gott genug geben, weil ich den nächsten Mal, wenn ich Gelegenheit habe, hier mitzuteilen, dann von Vers 17 und wieder, wenn wir gucken, was die mehr Einzelheiten sind, was Paulus in der Gemeinde designt, was fehlen zu ändern. Und wo wir uns können und gucken, was können wir in uns persönliches Leben ändern, oder was soll wir ändern, dass wir mehr so sein als Jesus Christus. Because in Arm ist die Genug und nicht in uns selbst oder in was andere Menschen alle sagen. Gott ist sehr mit